Willkommen in meinem Küchenstudio und in meiner Küche. Heute stelle ich das Reisgericht von Nati vor. Ach, hallo und schönen guten Tag. Ja, ich bin mal wieder in meinem Küchenstudio. Ja, und ihr seid hier wieder Gast. Ist das nicht toll? Oh, ich habe heute meine Mütze vergessen. Oh je, wo ist die denn jetzt? Mal gucken, ob ich die hier finde. Nee, das wird jetzt eine längere Aktion, die lasse ich jetzt. Heute koche ich mal ohne Mütze. Geht ja auch. Ich bin ja nur ein Hobbykoch, nicht? Ja, ich trinke noch mal eben einen Schluck Kaffee. Und das Radio mache ich jetzt auch mal aus. Das stört uns ja nur. So, ja, liebe Lüd, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren und wer noch sonst alles zuguckt. Ja, heute koche ich Natis Reisgericht. Ja, Nati, das war eine Freundin von uns, von Negenthein 168 bis, ja, ich weiß nicht, 10 Jahre ist sie jetzt schon tot. Nati wäre inzwischen auch schon, ja, wie alt wäre sie denn? 88 Jahre. Aber war eine feine Frau, feine Frau. Bütten, hatte ein Down-Syndrom, aber hochintelligent und eine wunderbare Freundin, kann ich nur sagen. Und Nati hat immer, wenn wir aus dem Theater kamen abends und sie nach Hause gebracht haben, ihre Schwester war Bühnenbildnerin am Schauspielhaus, dann hat sie immer was gekocht. Und zwar Natis Reisgericht. Und das will ich heute auch mal kochen. Und das schmeckte immer sehr gut. Und ich muss dazu sagen, nach Natis Beerdigung habe ich ihre Geschwister hier eingeladen. Ich muss dazu sagen, ihre Schwestern, sie hatte noch 3 Schwestern, alle sahen sie anders aus. Ja, man glaubt es gar nicht. Und dann haben wir hier zusammen das Reisgericht gegessen. Das kannten die gar nicht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das kannten die nicht. Sie kannten nicht das Rezept von ihrer Schwester. Ja, dann haben sie es aber hier kennengelernt und es hat ihnen allen gut geschmeckt. Ja, und was kommt in Natis Reisgericht rein? Natürlich als erstes Reis. So, das gebe ich jetzt mal rein hier in den Topf. 250 Gramm, merkt euch das. Ja, ich drehe nochmal eben den Herd auf und stelle die Uhr. So, nun geht das auch. Ja, und was kommt denn noch rein? Dann habe ich hier 4 Wiener Würstchen. Und zwar die von Salzbrenner. Ja, das sind die allerbesten. Die schmecken hervorragend. Mögt ihr auch mal probieren? Ja. Dann kommt 250 Gramm Tomaten dazu. Ja, schon klein geschnitten. Ich habe das ja schon vorbereitet. Und dann kommen Zwiebeln. Guck mal hier, so sehen Zwiebeln aus. Ja, wisst ihr doch nicht. So gehackte Zwiebeln kommen auch dazu. So 4, 5 Zwiebeln. Und dann das Ganze wird verfeinert mit saurer Sahne. Also das ist jetzt keine Werbesendung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber vielleicht kriege ich ja noch Geld dafür. Soll ich das noch mal ein bisschen deutlicher zeigen? Ja. Ja. Das Ganze wird in Öl angebraten, dann mit saurer Sahne verfeinert und mit Sojasauce und verschiedenen Kräutern und Pfeffer und Salz abgeschmeckt. Das glaube ich, habe ich vergessen. Und dazu gibt es natürlich immer hier frische Milch. Ja, ich zeige jetzt gar nicht, von wem die ist. Ja, wir trinken immer nur die frische Milch, die traditionell hergestellte. Hier steht sogar drauf biologisch und regional. Die andere, die haltbare, länger haltbare, nee, die trinken wir nicht. Dann kann ich auch gleich die von Aldi nehmen, nicht? Die länger haltbare, die schmeckt dann eben auch. Das geht ja auch so. Ja, aber wir kaufen immer gerne solche Milch. So wie von früher, traditionell. Ich bin ja auch noch so ein traditionellen Kerl, nicht? Ja, und wisst ihr was? Wir wollen ja heute auch ein bisschen auf Abstand, nicht immer auf Abstand. Guckt mal, wie wir uns unseren Tisch eingerichtet haben. Vielleicht könnt ihr das ja sehen. Ich will mal, hier haben wir eine Trennscheibe und da setze ich mich dann nachher hin
Und mein Jürgen setzt sich auf die andere Seite und da kann uns ja nichts mehr passieren. Wir sind ja in Corona-Zeiten nicht und dann muss ich das zu Hause ja auch ein bisschen einrichten. Ja, liebe Leute, das war's dann eigentlich jetzt so aus meinem Küchenstudio. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Bleib zu Hause, steck dich nicht an und bleib negativ und überhaupt isst auch mal was Gutes. Ja, ich lade euch nicht ein, nee, das geht ja im Moment nicht, sonst hätte ich natürlich gesagt, kommet zu mir, ihr Kinderlein, kommet. Nee, das ist erst nächsten Monat, also tschüss.